Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Eldrador Creatures Shadowfall. Nachdem wir ja gestern die Mini-Creatures karambolisiert haben, aber sowas von, machen wir jetzt weiter und tun weiter auf minderleveligen Gegnern rumkloppen. Also minderlevelig sind die gar nicht. Level 5, guck mal, wir sind Level 7, 6 und der Lavadrache ist 5. Den will ich noch ein bisschen aufpowern, deshalb lasse ich den da jetzt drin. Aber ich könnte mal gucken, ob ich vielleicht den Lavadämon austauschen soll. Einfach weil ich es kann, gegen den Granitwolf. Mal probieren, oder? Gute Idee. So, ja, dann machen wir das. So, dann kämpfen wir jetzt schön. Denke ich. Wieso müssen wir ausgerechnet im eiskalten Wasser starten? Du, das ist eigentlich eine recht gute Frage, ja? Warum? Weniger jammern, mehr zubeißen. Wo ist denn eigentlich der Lavadämon? Also ich meine, ich habe ihn jetzt ja ausgewechselt, aber der ist halt, der wahrscheinlich sitzt da hinten irgendwo auf so einer Eisscholle drauf, weißt du, und gibt gute Tipps. Es ist schwer zuzubeißen, wenn die Zähne vor Kälte klappern. So, also 3 Eiswölfe. Die können, ich muss mir das nochmal angucken, ne? Die können, glaube ich, eisigen Zähnen zubeißen. Die können nicht diese Laserdinger machen. Nicht Laserdinger. Guck, das da meine ich. Und? So, das meine ich. Der kann hier so giftige Kristalle verschießen, weißt du? So. Dann gucken wir mal, wie weit die laufen können. Bis hierhin. Das heißt, wenn ich mich da hinstelle, 1, 2, 3, ja, so weit komme ich, glaube ich, nicht. Nun ja, also die Hienski. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Hienski geht dahin. Und? Das ist zu weit. Okay, bleibt hier stehen, weil ich das so will. Was macht denn die Ratte da? Aha, die kann gar nicht so weit bewegen. So, ich stelle mal den Drachen hier hin. Muss ein bisschen aufpassen mit dem Drachen. Oder ich lasse ihn Mana holen. Geht natürlich auch. Und guck mal, ich tue die jetzt hier einfach alle vor Mana-Kugeln stellen. So, passt schon. Schon in Ordnung. So, siehst du, die können nämlich jetzt halt alle nichts machen. So, also. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt halt machen. Wenn ich die Hyäne hier hinstelle. Ne? Ich habe gedacht, vielleicht mit Glück kommt sie dann darüber. Schade, geht leider nicht. Der ist dann aber schon mal gut weg. Steht dann aber bei ihm vorne dran. Na. So. Na, lass mal kurz gucken. Das ist eine gute Idee, was ich hier vorhabe. Also die steht dann wo? Daneben, ne? Das ist doof. Das will ich eigentlich nicht. Also mein Plan ist, da Feuer drauf zu machen. So, das ist eigentlich mein Plan bisher. Ist der nicht mega gut, mein Plan? Kriegt gar nicht so viel weg. Ich guck mal. Nee, ich kann halt wirklich nichts anderes gerade machen. Naja. Dann ist es halt so. Nee, du sollst da einfach hinlaufen, Junge. Also du bist schon dahin gelaufen. Okay. Dann machen wir Folgendes. Ich stehe jetzt hier rum und habe jetzt 5 Minuten lang nichts gemacht. Das ist ja Wahnsinn. So. Komm, hier, du gehst jetzt einfach dahin, weil ich das sag. So. Was ist denn? Das reicht nicht ganz. Was ist denn das eigentlich für ein Schlag? Ah, okay. Aber das bringt hier alles erstmal gar nichts. Du machst jetzt ein bisschen Feuerchen da drauf. So. Und du machst einen Schlag darüber. So. Autsch, genau auf die Schnauze. Genau, auf die Schnauze. Das ist wohl richtig. So. Jetzt haben wir mit allen was gemacht. Und jetzt ist der Gegner dran. Ich bin noch hier ein bisschen am Überlegen. Das ist nicht mehr lustig. Ich stehe natürlich genau im Wasser drin. Das ist gar nicht gut.
Aber hier, jetzt stehen 2 Stück im... Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt hier. Guck mal, wie ich die jetzt treffen kann. Aber natürlich gucke ich vorher, dass die Hyenski sich aus dem Staubski macht. Stehst du? Und zwar so. Dann tut der Drache natürlich angreifen. Ungefähr so. Das tut weh. Bereit. Und der Wolfski stellt sich da drauf Ski. Und macht Angreifski. Darüber Ski. Ich weiß nicht, warum ich lauter Ski am Schluss sage, aber ist halt so. So, jetzt hoffe ich, dass dieser Wolf sehr gut jemand anderes angreift. Nicht ihn hier, weil ihn brauche ich noch. Also. Dann erstmal so. Ja. Und danach so. Das ist mein So, Jagdrevier. sehr schön. Die Ratte kann jetzt erstmal nichts machen hier, ne? Was hat denn die? Die kann Eissplitter schießen, aber nur 2 Felder vor sich. Das heißt, sie kommt bis hier hin. Sehr gut, die steht schon mal gut. Mit dem Drachen wiederum. Gehe ich jetzt einfach mal dahin. Oder? Ja, mit dem Drachen gehe ich jetzt einfach dahin und mache die nächste Runde. So, gucke. Das sieht doch sehr schön aus, finde ich. Also da hinten ist noch ein Wolf. So, die Hyäne holt jetzt erstmal dieses Mana da. Nein, holt sie nicht. Ich nehme den Zug zurück und behaupte das Gegenteil. Die Hyäne holt dieses Mana da. Und dann holt sie dieses Mana da. So, siehst du? Jetzt haben wir nämlich 4 Mana. Mana. So, sehr schön. Also, jetzt kann man mal ein bisschen Action machen. Überlegen. Kombiniere. So, pass auf. Die schmeißen wir etwas nach hinten. Ungefähr ein Feld. Dann nochmal Feuerchen auf so drauf. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, hier, pass auf, Hilfe kommt sofort. Und zwar von ihm hier, der dich nach Hause schickt. Sehr schön. So, jetzt muss ich gucken, ob ich richtig geplant habe. Gut, der Wolf kann nichts anderes machen, weil er so eingeschränkt ist bei seinen Zügen, weißt du? Was muss brennen? Was muss brennen? Sag ich dir gleich. Das ist eine dumme Idee. So, wir machen ihn einfach eins vor. Heizen ihm so mal ein bisschen ein, ja? Ja. Ihn hier. Lassen wir da durchgehen. Zawutsch. So, und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da noch... Nee, wir sind durch. Das war erst das 2. Level. Ja, das war jetzt das 2. Level, ja. War das das 2. Level? Waren wir schon mal im Eislevel? Scheint so. So, Granitwolf, komm. Oh, ich hätte jetzt gedacht, guck mal, Granitwolf, das gibt doch Level 7, gibt das doch. Wenigstens ist der Lavadrache auf Level 6, das ist doch schon mal was. So. Der Granitwolf hat sich aber gut geschlagen. Guck mal, hat 4 Gegner platt gemacht. Eigentlich hat er alle Gegner platt gemacht, sehe ich gerade. Dem eisigen Wasser und Wetter zum Trotz beißen unsere Helden die Zähne zusammen und ziehen weiter. Ja. Gut, dann ziehen wir mal weiter da runter. Wieso ist denn da ein Anker? Da ist noch einmal Eiswolfkampf. Also den Lavadrache würde ich gerne austauschen. Ich finde ihn halt nicht so mega praktisch. Wohingegen ich das Dschungelungeheuer hübsch finde. Und deshalb nehmen wir das. Das Steinchamäleon kann mit seinem Ellbogen die Zunge berühren. Schwingen, der Herrscher der Eiswelt. Ah, Der okay. majestätische Eisdrache.
Wo denn? Wo denn? Ich sehe kein majestätischer Eisdrache. Spinnst du? Was erzählst du da? Das sind die Lava-Creatures, die hinterrücks unsere Eiswelt angreifen. Ich greif nicht an. Ich will doch nur... Sehe ich. Okay. Ihr kommt mit diesen unpässlichen Eindringlingen doch hoffentlich auch ohne meine Hilfe zurecht. Aber natürlich, Eure Majestät. Mit unseren neuen Battle Caves sind wir unbesiegbar. Battle Cave. Und kaum, dass der Eisdrache auftauchte, war er auch schon wieder verschwunden. Tja. So sind sie, die Bosse. Kommen her, schwingen große Reden und dann hauen sie wieder ab. Also hier ein neues Battle Cave. Sag ich mal her, ein Eis Battle Cave. Wenn man nicht zu zerstoßenem Eis werden möchte, dann sollte man den Geschossen ausweichen, die die Eis Battle Cave mit ihrem Katapult auf große Distanz verschiebt. Und es ist giftresistent. Gut zu wissen. So, erster Zug. Suche ein Creature als Ziel. Zweiter Zug, katapultiere ein Projektil in hohem Bogen, das vom Aufschlag explodiert und Creatures vereist. Aha. So ist das also. Wollen wir erstmal gucken. Also bis hierhin kann ich auf jeden Fall gehen. Oder hierhin. Was sagst du? Der kommt gar nicht mal so weit. Der kommt überhaupt nicht weit. Und sie kommt noch weniger weit. Also wirklich, es geht um ihn. Hier komme ich hin. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir das auch, oder? So. Du kommst hier hin. Rennst dann aber rüber und holst dir das da. So, gucke da. Wohin? Wohin? Nun, hierhin, würde ich sagen. Oder wäre es praktischer, hierhin zu gehen? Wir gehen hierhin. Moment. Hätte ich nicht auch dahin gehen können? Moment. Ich könnte ja auch hier hingehen und könnte ihn schon angreifen, aber dann kann er mich auch angreifen. 1, 2, 3, 4. Nee, wir gehen hier schön hier hin. Gehen wir schön hier hin. Erstmal die Leute positionieren, weißt du? Und dann sehen wir weiter. Was kann denn der da eigentlich machen? Er kann zum Beispiel mit seinem Giftpumpe dieses Teil zerstören. Das ist doch eine feine Sache. Schön aus dem Hinterhalt angegriffen. So muss das sein. So, Runde beenden. Das zeigt mal, was ihr könnt. Ja, ihr könnt in Gruppen vorrücken. Das wird euch aber nichts nützen. Ihr kleinen Krawuschels, ihr. So. Ist das meiner? Nee, das ist nicht meiner. So, pass mal auf. Fangen wir mal mit dir hier an. Du gehst darüber. Das tut weh! Ik macht die Maus. Ik. Und dasselbe kann er doch quasi auch machen, oder nicht? Guck mal, der Hund, der Wolf da drüben, der zittert schon, der hat Angst vor uns. Ich bräuchte noch dieses Mana da, aber ich komme da nicht hin. Außer ich gehe so hin. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe so hin, hol mir das Mana. Mana! Du wirst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mana! Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade singe. Weil ich gut drauf bin, so, weil ich es kann. So. Komm, zumindest mal ein bisschen kitzeln können wir ihn. Zack. So. Okay, Gegner ist an der Reihe. Sehr schön. Sehr schön. Also. Du gehst da runter und machst diesen hier. Zaboing. Und beide sollten vergiftet sein, oder nicht? Sind nicht vergiftet, das ist schlecht. Mein ganzer Plan ist dahin. Ah, ist nicht weiter schlimm. Guck, mit dem hier rutsche ich hier rüber.
So, und jetzt kann ich nämlich mit ihm hier den angreifen, siehst du? So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner dann auf der Karte. Ich hoffe, dass dann als Nachhut nicht der Eisdrache kommt oder so. Das wäre ein bisschen... Oh, warte mal, ich habe hier noch einen Zug. Ernsthaft? Okay. Hey, das tut weh. Wusste ich gar nicht, dass man da zweimal ziehen kann. So, Gegner ist an der Reihe. Und wer nimmt er sich vor? Mein Dschungelmonster. Was sagt mein Dschungelmonster? Ja, nö. Das habe ich aber keinen Bock drauf. Und zack, macht er ihn platt. Reimt sich sogar. Wenn es sich reimt, dann muss es ja stimmen. So. Kommt jetzt noch ein Nachhut? Scheint so, als würde noch eine Nachhut kommen. Ich weiß aber halt nicht, wo. Das ist jetzt eher schlecht. Ich will mal die Runde beenden. Gegner ist an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Ah, da unten kommt erst die Nachhut. Ich war zu schnell, weil ich nämlich effektiv bin. So sieht es nämlich aus, ihr Leute. Dann würde ich mal sagen, ich stelle mich mal gleich mit dem hier hin, weil der kann nämlich nach links und rechts hauen. Dann ist es praktisch, wenn die Gegner zum Beispiel da erscheinen. Ja? Und er hier stellt sich mal hier in Position, ja? Und du hier stellst dich da in Position, ja? Ja. Und dann kann man den Zug beenden. Dann gucken wir mal, wer da kommt. Aha. Na los! Mitten rein, natürlich. Kann ich nicht nach beiden Seiten hauen, irgendwie? Doch, hier, so muss ich hauen. Zack, zack, zack. Siehste? Hat jeder eine mitgekriegt. Ich kann hier mal probieren. Also natürlich treffe ich jetzt mein gutes Dschungelmonsterchen. Aber wenigstens dann die Runde rum. Mach ich mal so, weißt du? Immer ich gehauen! Weil du der Letzte in der Reihe warst, deshalb. Wer erklärt unsere Niederlage jetzt dem Eisdrachen? Ach, überlasst das uns. Seiner Majestät werden wir sicher bald wieder über den Weg laufen. So. Großartiger. Ich finde sogar, dass das ein perfekter Sieg war. Aber okay. Das Spiel sagt, ist es nur war. eine Frage der Zeit. Ja, genau. Genau. Also Granitwolf hat ordentlich gearbeitet. Die Lavahyäne ist heißer als ein Sommertag in der Lavawelt. Und das Dschungelungeheuer hat auch 3 Gegner platt gemacht. Lavahyäne ist MVP. Nicht schlecht. So. Also. Dann würde ich jetzt sagen, das lief eigentlich erstaunlich gut. Mit dem Granitwolf und der Lavahyäne. Muss man doch sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut läuft. So. Eisige Schollen. Einmal links, einmal rechts. Der ist Level 12. Da gehen wir wieder. Aber das ist doch ein Feuermonster. Was macht ein Feuermonster hier? Ich bin doch aber auch Feuermonster. Naja. So. Level 7. Komm. Ich wittere hier einen ganz faulen Geruch. Ich war es nicht. Ich würde sagen, wir verbleiben so mit unserem Team. Und guck mal, wen wir da jetzt hat freischalten. Es war eine gute Idee, Stinkekäse als Köder zu benutzen. Stinkekäse. Diese Eisratte ist uns damit schnurstracks in den Käfig gelaufen. Ach so. Hey, lasst mich wieder raus. Was ist denn hier los? Was ist denn da los, hä? Ach, wir kümmern uns nur um ein kleines Rattenproblem. Ihr solltet euch lieber um euer großes Drachenproblem kümmern. Okay. So, zuallererst mal, das Wichtigste ist bei der Assel, ich muss die Beine zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 kleine Beinchen, tatsächlich. Und 2 Mandibeln. Außer wenn es ein Weibchen ist, dann hat's Frau Diebeln. Gut, hätten wir das geklärt. Also, das hier kann ich nicht kaputt machen. Habe ich schon mal probiert. Ich muss einfach nur die Gegner platt machen. Ne? Und wenn man die Gegner platt gemacht hat, dann kann man da Zeig mal kurz her. So, dann kann man die anderen angreifen. Ich gehe jetzt erstmal mich positionieren. Positioniere. So.
Nur Geduld. Nur Geduld. Also das hier bringt erstmal gar nichts. Oh doch, da könnte ich noch runtergehen. Ihn hier könnte ich natürlich... Aber dann kriege ich halt von 3 Seiten definitiv eins draufgedrückt. Das ist also nicht so die gute Idee. Ich glaube, die macht so einen Weitschuss. Ja, 1, 2, 3 Felder nach vorne. 1, 2, also die würde treffen. Von da, wo sie steht. Ich gehe mal ein bisschen ausweichen. So, ne? Und er hier macht einfach gar nichts. So, wir verbleiben so. Haben jetzt 3 Mana gesammelt. Das ist doch ziemlich gut, wie ich finde. Was macht der hier? Hä? Oh, so ein Dino will ich haben. So. Aber bevor ich so ein Dino kriege, werde ich erstmal hier durchrennen. Und zwar mit meiner Superattacke. Gleich mal her. Na, der Unterschied ist schon grundsätzlich da, ne? Ja, komm, mit meiner Superattacke mache ich das. Zack. So. Dann nehme ich den Wolf. Gehe hier hin und mache quasi dasselbe einfach nochmal. Nur tue ich es jetzt noch vergiften dabei, oder? Nee, wird nicht vergiftet. Aber er steht im Feuer. Ich aber auch. Das ist gar nicht mal so gut. Was jetzt? Was jetzt? Ja, komm. Ich kann es dir sagen. Wir gehen jetzt dahin. So. Okay. Alles klar. Ach so, ich kann ja nochmal. Ich kann ja nochmal. Hier. Zack. Du hast keine Chance. Hast du eine Ahnung, was ich hab? So, guck mal hier. Finde ich gut. So. Mit ihm kann ich gerade nichts anderes machen, ja. Gut, dann neue Runde. So. Zeig mal, was du kannst. Aha, er greift mein Wölfchen an. So. Das ist natürlich nicht schön. Deshalb renne ich darüber. Zack. Als zweites kommt er hier. Wieso kann denn er nicht darüber... Doch, natürlich kann er darüber laufen. So. Und greift dich natürlich an. Zack. So. Gucke mal, wie sie sich zusammenasselt. Haben wir gut hingekriegt. Runde noch nicht vorbei. Guck mal, wir sind schon wieder schneller, als die neue Runde beginnt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht durchlaufe. Oder nicht drauf stehen bleibe, weil das ist eine Schattenwolke. Einheiten, die in einer Schattenwolke stehen, erhalten einen Schattenfluch. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwie rauskomme im besten Falle. Wobei, eigentlich stehe ich hier schon recht gut. Das ist eine gute Frage. Also, ich gehe jetzt zumindest mal hier. So, dahin. So. Und dich stelle ich gleich da oben hin. Und jetzt neue Runde. Hicks. Ich bin schon wieder an der... Ach, die kommen von da oben. Ach so. Das ist natürlich jetzt ja doof. Ja, dann rüsten wir uns mal und rennen alle mal da hoch, bringen uns alle in Position. Ungefähr. Daneben kommt ein neues Mana. Wo soll ich hin? Ich würde sagen, du gehst dahin. Hier wird es ja nichts bringen. So, ich weiß halt nicht genau, wo die Gegnis hinkommen. Werden wir sehen. So, jetzt nächste Gegnerwelle. Aha. Das ist einfach nur ein Schattenwolf. Den werden wir jetzt besiegen. Und zwar erstmal so. Zack. Und auch vergiftet. Dann stelle ich mich vor ihn und hau ihm einen rein. Ungefähr so. So, hat schon mal über die Hälfte seiner Energie weg. Das ist doch was. Und du kommst einfach mal darüber. So, und der Gegner ist am Zug. Und kann jetzt nur mein Dschungelmonster hauen. Bleibt ja nichts anderes übrig. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht dahin stelle. Du darfst nochmal dein Dingens da schießen. Nicht auf die Schnauze. Ja, doch auf die Schnauze. Meine Lernarme brauchen Beschäftigung. So, ich kann nichts anderes machen. Ist nicht weiter schlimm. Einmal das hier geholt. Und jetzt pass auf. Reicht nicht. Wäre aber eine gute Idee gewesen.
Naja, wenigstens ein bisschen näher rücken. So, nächste Runde bitte. Er steht jetzt in seinem eigenen Dunkelnebel und ist dagegen nicht resistent. Das ist ja mal ein Ding. Das ist ja mal ein Ding. Was jetzt? So, jetzt wirst du ihn ins Nirvana schicken. Schön. Da kann er zurück in die Schatten gehen, wo er... Es geht immer noch nicht rum. Ich dachte, das wäre hier schon rum. Rum wie die Bumm. Okay. Dann gucken wir mal. Da oben erscheint bald ein Mana. Nur Geduld. Nur Geduld. So. So, ist ja gut jetzt. Alles klar. Komm, nächste Runde. Wieder nur ein Gegner. Ah, das ist natürlich die Hyäne. Der komplett falsche Ansprechpartner dafür. Deshalb holen wir mit der Hyäne einfach das Mana. Worauf warten wir noch? Ihn bringen wir weiter rüber. Wohin? Kann ich da drauf schießen? Na, komme ich halt nicht weiter. Wie weit kann er denn rausgehen? Weißt du was? Gehen einfach ein Stück höher. Und warten mal. Da soll man da ein bisschen rauskommen, weißt du? So, ist gut. Immer schön aus der Deckung kommen. Das ist immer eine gute Idee. So, dann erstmal hier. So, was kann denn... Achso, ich kann ja nochmal angreifen, ne? Ich kann ja nochmal angreifen. Zack. Ja, und dann... Mal hier so. Und weg ist er. Jetzt, das sollte es jetzt aber gewesen sein, oder? So, jetzt können wir die Eisratte befreien. Noch mehr von diesen Schatten-Creatures, Eisratte. Ja, ganz viele. Ganz viele. Befreit mich und ich helfe euch. Ich weiß zwar nicht, wie nützlich eine Eisratte ist, die sich so leicht ködern lässt. Naja, was heißt so leicht ködern lässt? Da war halt Stinkekäse. Bei Stinkekäse wäre es bei mir auch vorbei. Ja, kann man immer gebrauchen. Eine Niederlage gegen den Schattendrachen war bereits eine zu viel. Gut, gut. Deal. Perfekter Sieg. Wirklich, der war schön. So, der Granitwolf kriegt ein bisschen was. Dschungelungeheuer kriegt ein Level Up. Sehr schön. 10% mehr Leben. Und ich habe eine neue Fähigkeit gekriegt. Oh, das ist schön. Schließt sich deinem Team an. Oh ja. Die wendige Eisratte Die wendige verschließt Eisratte. gefährliche Eisspitzen, nachdem ihre nichtsahnenden Gegner von ihrem Eisklon, den sie aus Eis erschaffen kann, abgelenkt worden sind. Sie liebt Käse. Sie liebt Käse. Das gedacht. Gut. Dann haben wir eine neue Fähigkeit. Zufällig etwas Käse als Proviant dabei? Nee, leider nicht. Nein? Nein. Ich nehme auch Frischkäse. Frischkäse ist doch... Ist Frischkäse kein Käse oder ist das eher Quark? Nein. Ziegenkäse? Ziegenkäse ist Käse, definitiv. Meinst du, ob sie auch Fußkäse nimmt? Da hätte ich ein bisschen was machen. Aber doch wenigstens Mozzarella. Mozzarella finde ich schon lecker. Mozzarella mit so ein bisschen Balsamico-Dressing drauf. Wir haben keine Mozzarella. Und Tomaten. Verstehe. Verstehe. Parmesan? Parmesan. Jetzt hör mal auf. Wir haben keinen Ich hab Käse. 2 Füße voll. So. Wir gehen mal gucken, ob es hier irgendwo Gold gibt, zum Beispiel. Aber nö, hier gibt's nur Eis. Was ist denn hier los? Warum gibt's denn hier kein Gold, sondern... Außerdem müssen noch... Endlich Da, sind wir genau. runter von diesen eisigen Schollen. Ja, ein bisschen Abwechslung tut der Eiswelt gut. So, auf jeden Fall hier, zack, Gold angesammelt. Und guck da, Mini-Creatures. Ah, meine Freunde, Mini-Creatures, die mag ich ja sehr. Die Mini-Creatures, also echt jetzt, wir haben ja die letzten beiden Folgen, haben wir ja nur Mini-Creatures bekämpft. War schön, solltet ihr euch angucken. Dann würde ich sagen, wir gucken mal schnell ins Menü, was ich hier Neues gekriegt habe.
für eine neue Attacke. Streithahn. Die Creature erhält vorübergehend Panzerung, solange 2 oder mehr gegnerische Creatures auf benachbarten Feldern stehen. Und Schnellheilung. Creature bekommt nur leichte Wunden anstatt schwere Wunden, wenn sie ausgenockt wird. Oh, das ist schön. Das ist schön. Aber das hatte ich vorher schon. Ich habe es nur nicht gelesen, ne? So. Interessant. Ich bin hier falsch. Nein. So, Moment. Hier, ja. Ich muss mal gucken. Die Ratte ist schon Level 9. Aber wir kämpfen jetzt ja gegen Eis. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, die Ratte zu nehmen. Das ist ein bisschen so mein Sorgenkind. Der Lavadrache, der ist erst Level 6, weißt du? Ich weiß halt auch nicht, ob es gut ist, alle mehr oder weniger auf demselben Level zu haben. Dass sie so alle gleich stark sind. Oder ob es 1 oder 2 Monster, die man ordentlich hochleveln sollte. Weiß nicht genau. Aber ich finde, unser Team im Moment ist schon ziemlich cool, oder? Ja. So, dann gucken wir nochmal hier Verbesserungen an. Kann ich irgendwas verbessern? Nee, mit nur einem Gold wird schwierig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14. Uns fehlt noch 1, damit ich die Teamgröße um 1 erhöhen könnte. So, ist ja auch egal. Ich mache wieder viel Blabla. Ihr könntet schon lange ein anderes Video gucken, aber nö, ich halte euch hier auf. Deshalb sage ich, danke fürs Zugucken, Leute. Morgen machen wir weiter und dann versuchen wir uns mal an einem Level 8 Mini-Creature. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Bis morgen.